Geschätzte Medienschaffende, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu diesem Point de Presse auf Fachebene zur Corona-Pandemie. Dazu begrüße ich auf dem Podium Linda Natte, Leiterin des Direktionsbereichs Prävention und Gesundheitsversorgung im Bundesamt für Gesundheit. Virginie Masche, Leiterin der Sektion Infektionskontrolle, ebenfalls im BAG. Maysam Nehme, Klinikleiterin am Departement für Allgemeine Innere Medizin am Universitätsspital Genf, HUG. Und Milo Puhan, Professor an der Universität Zürich und Direktor des Instituts für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention. In der ersten Reihe heiße ich willkommen Corinne Zbären, stellvertretende Leiterin des Geschäftsfelds Invalidenversicherung im Bundesamt für Sozialversicherungen. Oberst im Generalstab Flavien Scholler vom Kommando Operationen der Armee und Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte der Schweiz und auch Zuger Kantonsarzt. Wegen einem weiteren Termin muss sich Linda Natte bereits um 14.45 Uhr verabschieden, dies als Hinweis mit Blick auf allfällige Fragen. Wie angekündigt findet am 16. Februar die nächste ordentliche Bundesratssitzung mit Entscheiden zum Thema Corona und einer Kommunikation dazu statt. Im Vorfeld ist kein Point de Presse auf Fachebene vorgesehen. Das weitere Vorgehen betreffend der Kommunikation auf Fachebene werden wir Ihnen nach den Entscheiden des Bundesrats vom nächsten Mittwoch bekannt geben. Und damit darf ich das Wort an Frau Masche übergeben, bitte. Vielen Dank, guten Tag, meine Damen und Herren. Die 5. Welle hat wahrscheinlich jetzt das höchste Niveau erreicht, aber aktiv ist sie immer noch sehr. Heute sind wir 26.771 Neuinfektionen zu verzeichnen. Diese Neuinfektionen fluktuieren auf hohem Niveau zwischen 30.000 und 40.000 Neuinfektionen am Tag. Wir beobachten eine leichte Tendenz, eine leicht zum Sinken, aber keine rasche. Die Positivitätsrate ist immer noch hoch oder sogar am Steigen. Das bedeutet, dass es immer noch viele unentdeckte Infektionen gibt. Etwa 80 bis 1.000 bis 100.000 Personen am Tag werden im Moment getestet. Positivitätsrate 41% in den letzten 7 Tagen bei PCR-Tests. Die Inzidenz 4.894 auf 14 Tage, immer noch am meisten bei den jungen Menschen und der aktiven Bevölkerung. 219 neue Spitaleinweisungen heute. Diese Spitaleinweisungen bleiben stabil seit einiger Zeit, zwischen 100 und 150 am Tag. Und diese Zahl hat nicht zugenommen, jedenfalls nicht gleich oder parallel zu den Neuinfektionen. Für das Gesundheitspersonal heißt das aber doch eine hohe Belastung über eine sehr lange Zeit. Auf den Intensivstationen haben wir noch 214 Covid-Patienten. Ihre Anzahl ist zurückgegangen im Monat Januar, aber jetzt gibt es eine Stagnation um 200 Fälle. Das sind 24% der Auslastung der Intensivpflegeplätze. Diese Patientinnen und Patienten leiden an der Variante Omikron, aber es gibt viele unter ihnen, die noch Delta-Patienten sind. Meistens handelt es sich um nicht geimpfte Personen über 50. Todesfälle sind auch am Stagnieren, 10 bis 15 am Tag. Die Welle erreicht auch anderswo in Europa sehr hohe Niveaus mit Rekordzahlen bis 10.000 auf 100.000 Inzidenz über 14 Tage. Aber es gibt auch Reduktionen in Europa. Die Geschwindigkeit dieses Rückgangs variiert allerdings von Land zu Land. Es gibt verschiedene Faktoren, die dies erklären. Einerseits ist das Virus weniger virulent, aber ansteckender. Es zirkuliert unter Menschen, die bereits geschützt sind durch eine gewisse Immunität. Eine hohe Immunitätsrate in der Bevölkerung dank der Impfung und dank dem Booster und natürlich auch dank den Präventionsmaßnahmen. Es ist schwierig zu sehen, worauf das hinausläuft. Die Stagnation auf hohem Niveau könnte noch lange dauern. Die Maßnahmen verlangsamen natürlich die Verbreitung im Moment. Und wenn wir die Maßnahmen jetzt aufheben würden, wäre das wohl verfrüht. Bei den Impfungen gibt es ebenfalls eine Stagnation. Neuimpfungen nehmen ab, nur noch 14.000 am Tag. Dabei waren es noch 70.000 vor 2 Wochen. Und 900 Erstdosen sind auch dabei. Also es gibt jeden Tag fast 1.000 Menschen, die sich dann doch für eine Impfung entscheiden. 68% der über 16-Jährigen sind vollständig geimpft seit 4 Monaten und wurden geboostert. Es ist jetzt klar erwiesen, dass die
die Boosterimpfung wirklich schwere Verläufe verhindert und wir empfehlen wirklich diese Boosterimpfung allen Menschen. Das BAG hat eine Online-Umfrage gemacht Ende 2021. Diese repräsentative Umfrage zeigt, dass eine große Bereitschaft zum Boostern besteht. 85% der geimpften Personen hatten bereits eine Boosterimpfung bekommen zu diesem Zeitpunkt oder wollten dies tun. Es zeigt sich, dass der Schutz nicht nur individuell ist, sondern dass die Menschen auch aus Solidaritätsgründen sich impfen lassen und sich boostern lassen. Vor allem jüngere Menschen wollen dazu beitragen, die Pandemie einzudämmen. Das ist der häufigste Grund der unter 35-Jährigen, diese Solidarität. Das ist der Grund, warum sie sich impfen lassen. Wir freuen uns auf die Aussicht, die Maßnahmen aufheben zu können. Heimarbeit und so weiter haben schon abgenommen. Aber das heißt nicht, dass man die anderen Maßnahmen aufheben sollte. Man sollte sich immer so verhalten, als wäre man ansteckend und immer die Hygienemaßnahmen einhalten, denn das schützt ja schließlich auch vor anderen Infektionen. Sehr geehrte Damen und Herren, werte Medienschaffende, heute möchten wir über Long-Covid oder die Post-Covid-19-Erkrankung, wie die Erkrankung von der WHO bezeichnet wird, sprechen. Eine Erkrankung, von der wir zwar stetig mehr, aber noch zu wenig wissen und an der nach bisherigen Schätzungen auch in der Schweiz ca. jede 5. Person nach Infektion mit SARS-CoV-2-Virus leiden könnte. Es wurden schon wenige Monate nach Beginn der Pandemie erkannt, dass einige Menschen nach einer Covid-19-Infektion unterschiedlich stark von einer Folgeerkrankung betroffen sind, deren mögliche Symptome sind Atemprobleme wie Kurzatmigkeit, starke bis extreme Müdigkeit und Erschöpfung, Probleme mit dem Gedächtnis, Probleme mit der Konzentration, Kopfschmerzen, Schmerzen im Körper und in Gelenken, psychische Symptome und weitere. Die Symptome können einzeln oder in Clustern auftreten und gehen bei einem Großteil der Betroffenen mit der Zeit ganz zurück oder schwächen sich ab. Sie können aber auch länger andauern und den Alltag der Betroffenen stark belasten und tiefgreifende Veränderungen im Lebensstil zur Folge haben, indem zum Beispiel Arbeiten und Freizeitaktivitäten oder das Versorgen der Familie nicht mehr möglich sind. Wie lange die Post-Covid-19-Erkrankung andauern kann, werden viele aktuell laufende und zukünftige Studien erst noch zeigen müssen. Herr Buchan und Frau Nehme werden mehr über die Erkrankung, ihr Auftreten und die Behandlungen berichten. Die Erkrankung als solche zu erkennen, scheint selbst für direkt Betroffene und deren Umfeld oft schwierig zu sein. Viele erlebten, dass ihre Symptome zuerst nicht ernst genommen wurden, dass nicht oder erst spät an eine Post-Covid-19-Erkrankung gedacht wurde oder wird und dass vor allem am Anfang viel Unsicherheit darüber bestand, wie die Erkrankung zu behandeln und die Betroffenen zu unterstützen seien. Für die Betroffenen ist es sehr wichtig, dass ihre Beschwerden schnell abgeklärt werden und eine Post-Covid-19-Erkrankung frühzeitig gestellt werden kann. Das Erkennen und das Anerkennen der Erkrankung sind ein wichtiger Schritt, der selbstverständlich dann von geeigneter Behandlung und Unterstützung gefolgt sein muss. Die Hausärzte und Hausärztinnen sind die erste Anlaufstelle der Personen, die Beschwerden haben. Sie kümmern sich um Abklärung, Diagnose und Betreuung. Bei Bedarf überweisen sie vor allem schwerer Betroffene an eine spezialisierte Sprechstunde, über die wir in der Zwischenzeit in der Schweiz verfügen. Neue Erkrankungen, über die noch wenig bekannt ist, sind auch für die Behandelnden eine große Herausforderung, die mit Unsicherheit und Belastung verbunden sein kann. Hier können die inzwischen geschaffenen Plattformen wichtige Unterstützung bieten, indem sie die Betroffenen wie auch die Behandelnden mit Wissensvermittlung unterstützen und Austauschmöglichkeiten schaffen. Zu einer Plattform werden wir von Frau Nehme mehr hören. Kliniker und Forschende in vielen Ländern und auch in der Schweiz haben unmittelbar nach Bekanntwerden des Erkrankungsbildes begonnen, Studien mit verschiedenen Schwerpunkten
durchzuführen und sofort die Erkrankung, ihre Ausprägungen und möglichen Behandlungsansätze kennenzulernen und Hinweise und Empfehlungen für die Behandlung zur Verfügung zu stellen. Das BAG steht seit Beginn in engem Austausch mit Forschenden an Universitäten und Spitälern in der Schweiz, in engem Austausch, genau, und unterstützt Forschungsprojekte, Studien und Informationsplattformen, teilweise auch mit finanziellen Beiträgen. Im Auftrag des BAG analysiert zum Beispiel die Swiss School of Public Health weltweit verfügbare Daten und bereitet sie auf, um sie den Versorgern zugänglich zu machen und das Bewusstsein für die Krankheit zu fördern. Ziel ist es, mehr über die Krankheit zu erfahren und ein Bild zur Situation in der Schweiz zu erhalten. Die Forschungstätigkeit liefert Grundlagen für Maßnahmen und politische Entscheidungen. Wir haben außerdem 2 Arbeitsgruppen ins Leben gerufen. Vertreten sind unter anderem Grundversorger, Fachpersonen aus der Rehabilitation und anderen spezialisierten Behandlungszentren, Patientenorganisationen, die GDK, FMH, das Bundesamt für Sozialversicherung, Versicherungsverbände, Forscherinnen und Forscher. Weitere werden noch aufgenommen werden können. Dort und in weiteren Settings besprechen wir regelmäßig die Situation in der Versorgung und klären, wo Lücken bestehen. So wurde rasch klar, dass es nötig ist, Ärztinnen und Ärzte bei der Behandlung von Betroffenen zu unterstützen. Gemeinsam mit der FMH und unter deren Lead organisiert das BAG deshalb eine Plattform, an der einheitliche Diagnostik- und Behandlungsempfehlungen erarbeitet werden sollen. Diese dienen der Orientierung, dem gemeinsamen Verständnis und tragen zur Anerkennung des Krankheitsbildes bei. Mit diesen Aktivitäten unterstützen wir eine adäquate Versorgung und leisten einen Beitrag, um das Leiden der Betroffenen zu mindern. Die Betroffenheit und das Leiden von Long-Covid-Betroffenen und deren Umfeld kann groß sein. Wie schwerwiegend das Problem der Langzeitfolgen von Covid-19 langfristig ist derzeit schwer abschätzbar. Ebenso können wir noch nichts darüber sagen, welche Auswirkungen die Post-Covid-19-Erkrankung auf das gesellschaftliche und das wirtschaftliche Leben in der Schweiz haben wird. Besten Dank. Vielen Dank. Herr Puhan. Besten Dank. Ich werde heute gerne über 2 Dinge berichten, Erkenntnisse neu im Bereich des natürlichen Verlaufs der Post-Covid-19-Erkrankung. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, was ist der Verlauf über ein Jahr zumindest bis jetzt oder ein bisschen länger. Wenn man das weiß, dann kann man die Krankheitslast für die Betroffenen, auch für das Gesundheitswesen einschätzen. Und es ist ganz wichtig für die Planung von Therapiestudien, von denen es jetzt immer mehr gibt, und auch für die Interpretation dieser Therapiestudien. Ich möchte Sie eingangs ganz kurz daran erinnern, dass es auch jetzt eine Definition gibt. Wir haben die das letzte Mal schon gezeigt, der WHO. Solche Definitionen helfen, auch wenn sie noch nicht perfekt sind, sie helfen, einen gemeinsamen Nenner zu finden, eine gemeinsame Definition. Und das hilft, glaube ich, der Forschung und dann der Praxis auch sehr stark. Also hier spricht man von 3 Monaten nach Infektion von der Post-Covid-19-Erkrankung, wenn die Beschwerden auch mindestens 2 Monate angehalten haben. Und die Beschwerden sind, wie wir gehört haben, sehr, sehr mannigfaltig und können neu auftreten, wiederholt auftreten oder auch konstant vorhanden sein. Was sehr wertvoll ist für die Beschreibung des natürlichen Verlaufs sind sogenannte Kohortenstudien. Wir haben 2 davon in der Schweiz, eine aus Genf, die mehr aus dem Gesundheitssetting kommt, und eine, die aus dem Bevölkerungssetting kommt in Zürich. Ich zeige Ihnen das ganz kurz, damit Sie wissen, woher die Zahlen stammen. Also wir konnten zusammen mit der Gesundheitsdirektion in Zürich über eine Zeit lang jeden Tag zufällig Personen einladen für eine Studie, die an jenem Tag eine SARS-CoV-2-Infektion hatten. Und da ist eine Kohorte von rund 1500 Teilnehmenden zusammengekommen, die sehr regelmäßig und seit längerem in der Studie jetzt drin sind und die wir
alle paar Wochen und Monate mit Fragebögen befragen, ganz standardisierten Tools und teilweise auch zwischendurch neue Blutproben abnehmen. Und das gibt einem einen sehr schönen Verlauf seit Zeitpunkt der Infektion und hilft eben, wie gesagt, stark für das Verständnis des natürlichen Verlaufs. Und ich spreche vom natürlichen Verlauf hier, weil wir halt noch keine kausalen Therapien haben. Also alles, was Sie sehen, ist praktisch Verlauf, ohne dass man in die Gründe der Post-Covid-19-Erkrankung bisher stark eingreifen kann. Sie sehen hier zusammengefasst, wie viele Personen nach 6 Monate nach Infektion betroffen sind. Diese Zahlen haben Sie auch schon gehört, das sind rund 25 Personen von 100. Das kommt jetzt aus dieser Zürcher Kohortenstudie, aber das reflektiert ziemlich gut, was es weltweit an Studien gibt, die in Personen aus der Allgemeinbevölkerung durchgeführt werden. Was Sie hier auch sehen, ist, wie viele Personen leicht, mittelstark oder sehr stark beeinträchtigt sind. Das können wir herausfinden eben mit unseren standardisierten Untersuchungen, die wir machen. Sie sehen hier, dass 6 Monate nach Infektion 3 von 100 Personen sehr stark betroffen sind, also einen sehr stark eingeschränkten Gesundheitszustand haben. Weitere 4 haben eine mittelschwere Beeinträchtigung, also die auch Auswirkungen auf den Alltag hat. Und zum Glück haben die meisten eine leichte Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes. Es ist nicht lustig, mit diesen Symptomen zu leben, aber die Beeinträchtigung ist nicht sehr, sehr stark. Wenn wir über die Zeit schauen, dann sehen Sie jetzt, dass diese Zahl glücklicherweise kleiner wird. Also 9 dieser 25 Betroffenen, die erholen sich nach einem Jahr, fühlen sich erholt, 16 nicht oder nur teilweise. Aber Sie sehen auch, dass nach einem Jahr noch eine Person sehr stark leidet, sich überhaupt nicht erholt fühlt, 3 weitere sind noch mittelstark betroffen und die restlichen Personen fühlen sich einfach noch nicht ganz erholt, sind noch leicht betroffen. Also wir sehen einen Rückgang über die Zeit, aber die Krankheitslast ist für die Betroffenen auch nach einem Jahr, kann noch beträchtlich sein. Wenn wir das noch ein bisschen detaillierter im Zeitverlauf anschauen, dann sehen Sie auf einer Skala von 0 bis 100, das ist wieder eines dieser Instrumente, die man verwendet, um standardisiert den Gesundheitszustand zu erfassen, dann sehen wir, dass diejenigen mit leichter Beeinträchtigung ein bisschen sich verbessern über die Zeit, die sind aber auch nicht weit unter dem Durchschnitt in der Bevölkerung. Also sie haben im Schnitt einen leicht schlechteren Zustand, aber er ist nicht dramatisch viel schlechter. Sie sehen aber einige, das sind die Punkte dann in den verlängerten Linien, Sie sehen sie aber, dass einige geht es auch zum Beispiel nach 9 oder 12 Monaten wieder deutlich schlechter. Diejenigen, die nach 6 Monaten eine mittelschwere Beeinträchtigung hatten und diese, sagen wir, rund 60 Punkte entspricht, was wir von Menschen mit chronischen Krankheiten, schweren chronischen Krankheiten auch kennen, also das sind sehr deutlich beeinträchtigter Gesundheitszustand, sehen wir, dass es sich bessert über die Zeit, aber auch da wieder die typische Bandbreite. Im Schnitt wird es klar besser, aber es gibt Personen, denen es viel, viel besser geht nach 9 und 12 Monaten und einigen, denen es aber auch schlechter geht. Und bei denjenigen, die nach 6 Monaten wirklich eine schwere Beeinträchtigung haben des Gesundheitszustands, findet eine Erholung statt. Die ist beträchtlich, aber sie nähert sich noch bei weitem nicht einem wieder normalen Gesundheitszustand an. Und auch hier wieder eine beträchtliche Variabilität. Also ich glaube, die Good News sind, es erholen sich einige Personen, aber es ist nicht so, dass nach einem Jahr nach Infektion alle wieder in einem sehr guten Gesundheitszustand sind. Nun, Sie sehen hier noch ein paar Symptome, ausgewählte Symptome, die in Blau noch einmal die Symptome, die wirklich herausstechen. Das sind auch diejenigen Symptome, die man deutlich häufiger sieht bei Long-Covid, nach einer Post-Covid-19-Erkrankung, als bei Menschen in der Bevölkerung, wo ja diese Symptome durchaus auch vorkommen, aber diese blau eingefärbten sind ganz klar die häufiger vorkommen. Sie sehen auch da Rückgang der Anzahl oder der Proportion der Personen, die diese Symptome haben, aber Sie sehen, auch nach 12 Monaten gibt es noch gut 20%, die unter einer Erschöpfung und Belastungsstörung leiden oder eben auch noch diese Geruchs-Geschmacksstörungen haben oder Konzentrationsschwächen, sieht man auch noch bei 10-15%, dass das vorhanden ist in der breiten Bevölkerung, die sich infiziert hat. Nun, wenn man die Betroffenen fragt, das ist dann vielleicht auch nachher die Überleitung zu Raphael und diesen Plattformen Althea, das sind die Bedürfnisse von Betroffenen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man diese kennt.
zuoberst steht, wenn man sie fragt, aktuelles Wissen über Long-Covid, Zugang zu Informationen, wie man mit Long-Covid umgehen kann. Dann gibt es natürlich Informationsbedarf über Angebote, spezialisierte Angebote, natürlich auch das Verlangen nach Vergütung dieser Leistungen durch die Versicherungen. Und ich glaube auch, Sie sehen das rechts, über 20% sagen, dass sie alternativmedizinische Angebote kennen oder vielleicht in Anspruch nehmen möchten. Und was auch vor allem bei den jüngeren Betroffenen klar herauskommt, sind ein Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen. Also ich glaube, diese Informationen sind relativ wichtig, um auch die entsprechenden Plattformen und Angebote zur Verfügung zu stellen. Schließlich habe ich gesagt, dass ich noch eine Übersicht mache über Therapiestudien. Leider ist noch fast keine publiziert und wenn, dann nur kleine Pilotstudien. Wir haben die Register daher angeschaut. Studien sollten heutzutage in Registern registriert werden, dass man weiß, dass es die gibt. Wir haben rund 100 dieser Therapiestudien weltweit gefunden. Vermutlich gibt es mehr. Und 100 wären wirklich nicht sehr viel. Es gibt wahrscheinlich ein paar mehr. Aber ich glaube, was ich hier noch zeigen möchte, ist, es gibt eine unglaubliche Bandbreite von Therapien, die derzeit in diesen sogenannten randomisiert kontrollierten Studien untersucht werden. Warum so breit? Medikamentöse Therapien werden untersucht, um auf spezifische Symptome einzuwirken, zum Beispiel Kurzatmigkeit, Konzentrationsstörungen oder auch gewisse Schmerzen. Es gibt Medikamente, die auf mögliche Ursachen oder Mitursachen einwirken, wie Entzündungsprozesse oder eine immer noch leicht überschießende Immunreaktion. Also Sie sehen hier eine ganze Bandbreite, die entweder auf symptomatische Therapie abzielt oder auf mögliche Ursachen. 2/3 der Studien widmen sich aber nicht medikamentösen Therapien, verschiedene Arten der Rehabilitation, Training im Umgang, Selbstmanagement mit der Krankheit. Es gibt auch einige digitale Interventionen dabei, die zum Beispiel einem helfen, sich bei der Einteilung des Tages, bei der Einteilung der eigenen Ressourcen, bei diesem sogenannten Pacing zu begleiten. Und es gibt auch zur Ernährung und weiteren Themen Studien. Also Sie sehen, es ist eine große Bandbreite, die, glaube ich, reflektiert, dass es sich um ein breites, ein heterogenes Krankheitsbild handelt, das aber auch widerspiegelt, dass man über die Ursachen noch nicht so viel weiß und darum auch ursächliche Therapien noch relativ wenig untersucht werden. Nun, wir haben also Erkenntnisse aus Schweizer Studien. Ich glaube, dieser Schweizer Kontext ist übrigens wichtig, weil man nicht alle Resultate auf die Schweiz oder andere Länder extrapolieren kann. Da habe ich gezeigt, dass es viele Betroffene gibt, die sich teilweise zumindest erholen, manche ganz erholen, aber die Krankheitslast ist und bleibt beträchtlich auch nach einem Jahr. Es besteht ein großes Bedürfnis nach Informationen, Therapieangeboten und eben auch Austausch, ganz wichtig. Und Therapiestudien laufen nur langsam an, wie ich gesagt habe. Ein Grund dafür ist auch, man muss zuerst herausfinden, wie man die auch am besten plant. Sie gehen natürlich viel länger als die Studien der Akuttherapien, wo man vielleicht 2, 3, 4 Wochen therapiert und dann schon weiß, ob die Therapie etwas bringt oder nicht. Bei Long-Covid sind die Therapien und die Studien halt deutlich länger und darum dauert es leider auch deutlich länger, bis wir Resultate haben, die dann auch die Praxis und die Betroffenen informieren können. Und damit schließe ich gerne ab und übergebe an Dr. Nehme. Vielen Dank, Madame Nehme. Je vais donc vous partager l'évolution de nos connaissances. Ich möchte jetzt über die Entwicklung unserer Kenntnisse über Long-Covid sprechen. Hier sehen Sie die Symptome, die typisch sind für eine Post-Covid-19-Erkrankung. Und sie gehen weit darüber hinaus, über die Symptome, die man sonst hat bei einer Covid-Erkrankung oder bei einer anderen Lungenerkrankung. Wir haben in einer Studie ungefähr 1500 Personen befragt, 3 Monate nach ihrer Covid-Erkrankung, und somit verfügen wir wirklich über eine gute Beurteilungsgrundlage und wir haben vor allem auch Vergleiche
Gespräche angestellt mit Personen, die andere Erkältung- oder Grippesymptome hatten. Die Lebensqualität dieser Personen ist beeinträchtigt. Natürlich gibt es da immer Unterschiede zwischen den einzelnen Personen und es gibt auch einen Teil der Kohorte, die nicht hospitalisiert wurde. Es handelt sich meistens um Personen rund um die 40 und deren Berufs-, Sozial- und Familienleben durch Long-Covid beeinträchtigt. Hier sehen wir die Situation der geimpften Personen, die an Long-Covid leiden. Wir haben an einem anderen Point de Presse bereits ausgeführt, dass eine Impfung sich positiv auf die Entwicklung der Symptome einer Post-Covid-19-Erkrankung auswirken können. Die Forschung hat gezeigt, dass sich unsere Annahmen bestätigt haben, dass also eine Impfung sich positiv auf diese Symptome auswirken kann. Also 1600 Personen haben sich impfen lassen nach der Erkrankung. Bei 36% der Personen haben die Symptome nachgelassen. Bei 3,3% haben sich die Symptome vorübergehend verstärkt. Und nach einer Impfdose waren die Symptome schon merklich weniger schlimm und nach einer zweiten Dosis gingen die Symptome noch stärker zurück. Hier sehen Sie einen Überblick über unsere Kenntnisse, die wir aus der Praxis und aus den klinischen Untersuchungen haben. Diese Studie wurde im Universitätsspital Genf durchgeführt unter der Aufsicht von Professor Idris. Wir haben auch diese Covid-Sprechstunde eingeführt. Sie sehen hier den Verlauf der Studie. Was wir in den letzten 2 Jahren, in denen wir dieses Projekt verfolgen, ist, dass sehr viel mehr Personen an Long-Covid leiden, als man vielleicht zunächst annehmen konnte. Wir möchten diese Personen begleiten, selbst wenn die Hälfte dieser Personen nach 6 Monaten eine deutliche Verbesserung ihrer gesundheitlichen Situation feststellen können. Dennoch gibt es einen großen Anteil der Personen, die noch nach längerer Zeit, also nach 6 Monaten, immer noch gesundheitliche Beeinträchtigungen haben und wir möchten diese Personen weiter begleiten. Es gibt auch Personen, die langfristig chronische Beschwerden haben. Wir möchten auch sehr frühzeitig diese Symptome behandeln, damit dann die langfristigen Auswirkungen von Long-Covid gemildert werden können. Und das ist natürlich nur möglich, wenn wir die betroffenen Personen gut informieren und sie eben selbst auch die Symptome erkennen. Wir haben eine multidisziplinäre Sprechstunde auf die Beine gestellt. Die haben wir bereits früher einmal an einem Point de Presse vorgestellt. Die Behandlungsmöglichkeiten richten sich an die allgemeine Bevölkerung. Unser Schwerpunkt liegt bei der Information der betroffenen Personen, aber auch ihres Umfelds, ihrer Familie. Wir haben die Plattform Raphael gegründet, die werden wir dann später vorstellen. Und über diese Plattform möchten wir die betroffenen Personen begleiten, sowie auch ihr Umfeld, ihre Familie, damit die Long-Covid-Symptome besser erkannt werden können und dann auch behandelt werden können. Wir möchten es auch den Personen ermöglichen, ihre Symptome selbst zu behandeln. Wir möchten ihnen aber auch die Möglichkeiten zur Kommunikation bieten, dass sie beispielsweise eben mit ihrem Arbeitgeber, mit ihren
ihrer Familie oder mit Freunden kommunizieren können und eben ihre Lage klären können. Der behandelte Arzt beispielsweise kann dank den Informationen, die er erhält und den Best Practice Guidelines die Behandlung dieser Personen koordinieren. Und nur relativ wenige Personen brauchen dann noch eine multidisziplinäre ärztliche Begleitung. Es handelt sich insbesondere um Personen, die sehr schwere Symptome haben, die invalidierend wirken und die wirklich eine ärztliche Betreuung erfordern. Für uns steht im Vordergrund, dass die Personen sich selbst behandeln können, dass aber auch vor allem die Symptome sehr früh erkannt werden. Wir haben auch mit anderen schweizerischen und internationalen Institutionen zusammen die Plattform Raphael ins Leben gerufen. Es ist eine Informationsplattform und eine aber auch eine Austauschplattform. Auf dieser Plattform finden die betroffenen Personen Informationen betreffend Kinder und Erwachsene zur Häufigkeit der Symptome, zu den Behandlungsmöglichkeiten, zu den Auswirkungen auf das gesellschaftliche und berufliche Leben der betroffenen Personen. Wir bieten dann einen Chatbot an und auf diese Weise treten wir interaktiv in Kontakt mit den betroffenen Personen. Wir sprechen mit diesen Personen in einer natürlichen Sprache, also nicht eine Fachsprache. Und dank dieser Interaktion ist es möglich, die Personen aufzuklären, sie der richtigen Behandlung zuzuführen. Dann setzen wir auch auf einen Follow-up. Wenn es also der Person in einem ersten Ansatz nicht gelingt, die richtige Behandlung zu erhalten, verweisen wir sie an weitere Ärzte, damit die Person richtig behandelt werden kann. Eine Eigenheit dieser Plattform, was auch sehr innovativ ist, dass dieser Chatbot die Benutzerinnen und Benutzer eben ermutigt, sich Informationen zu beschaffen, dass sie aber auch ihre Informationen mit uns teilen. Das hilft uns dann, Informationen zu beschaffen und diese Informationen verwenden wir dann, um unsere Kenntnisse zu verbessern über die Symptome und ihre Wirkung. Denn heute ist es so, dass wir noch nicht wirklich gefestigte Erkenntnisse zu allen Auswirkungen dieser Symptome und dieser Post-Covid-19-Erkrankung haben. Wir führen morgen um 17 Uhr ein Webinar durch zu dieser Raphael-Plattform. Wir möchten erklären, was diese Plattform ist, was sie kann, wie man sie benutzt, aber auch, wie wir den betroffenen Personen helfen können. Teilnehmen werden Personen aus dem Gesundheitsbereich, Ärzte und andere Fachpersonen. Erklärt wird, inwiefern wir diesen betroffenen Personen im beruflichen, aber auch sozialen und anderen Bereichen helfen können. Wichtig für uns ist, dass wir die Symptome noch besser kennenlernen und dass wir auch das Angebot ergänzen und verbessern können. Für uns ist es auch wichtig, die Mechanismen dieser Erkrankung noch besser zu erforschen. Und wir hoffen, dass wir relativ bald auch weitergehende Studien zur Post-Covid-19-Erkrankung veröffentlichen können. Die Kantonsärzteschaft begrüßt, dass verschiedene Initiativen zu den Langzeitfolgen von Covid-19 aufgenommen wurden. Je nach Studie, Definition bzw. Untersuchungsfokus ist ein unterschiedlicher Anteil von Covid-19 erkrankten Personen von Langzeitfolgen betroffen. Unabhängig von genauen Zahlen scheint doch ein bedeutender Teil der Bevölkerung an teils gravierenden Symptomen über längere Zeit zu leiden. Wir haben das eindrücklich geschildert bekommen. Und gerade weil nicht zuverlässig abgeschätzt werden kann,
wie viele Personen auch in Zukunft noch von Langzeitfolgen von Covid-19 betroffen sein werden, muss der Thematik die notwendige Beachtung zukommen. Seit bekannt ist, dass Covid-19 gravierende Langzeitfolgen mit sich bringen kann, sind in der ganzen Schweiz verschiedene spezialisierte Angebote entstanden. Gemäß unseren Informationen hat das Bundesamt für Gesundheit deshalb ein Mandat vergeben, um eine Bestandesaufnahme vorzunehmen. Wir begrüßen dieses Vorgehen. Es ist wichtig zu klären, welche Angebote es in der Schweiz tatsächlich gibt und ausgehend davon zu prüfen, haben wir ein ausreichendes Angebot und haben wir die richtigen Angebote. Grundsätzlich werden auch Personen mit Langzeitfolgen von Covid-19 am besten über bestehende und gewohnte Leistungserbringer wie Hausarztmedizin, fachärztliche Spezialdisziplinen, Physiotherapie, Ergotherapie, Rehabilitation, psychiatrische Institutionen und ambulante Dienste behandelt und vor allem auch koordiniert. Wir haben ja ein Beispiel gesehen. Zum Teil sind in diesem Rahmen bereits spezialisierte Sprechstunden an Spitälern entstanden. Bis jetzt haben wir seitens der Kantone die Beobachtung gemacht, dass spezialisierte Anlaufstellen und Sprechstunden aufgebaut wurden, die Behandlungssettings aber über die Regelstrukturen ablaufen. In einem so jungen Tätigkeitsfeld ist es normal, dass Verbesserungs- und Entwicklungspotenzial besteht, sei es im Bereich der hausärztlichen Kenntnisse über entsprechende Angebote, sei es im Bereich der Vergütung von Leistungen. Sollte sich, wofür wir derzeit keine Hinweise haben, zeigen, dass grundlegende Probleme in der Versorgung entstehen, zum Beispiel in der Versorgungsdichte, in der Zusammenarbeit zwischen den Leistungserbringern, in der Fortbildung des Personals, wird zu prüfen sein, ob Angebote außerhalb der Regelstrukturen diese Probleme beheben und welchen Beitrag die Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten leisten können. Grundsätzlich ist es bei allen Arten von Krankheiten allerdings nicht so, dass die Kantone den Spitälern oder Grundversorgern Versorgungsangebote aufbrummen müssen. Die Leistungserbringer haben ein eigenes fachliches Interesse aus ihrer beruflichen Tätigkeit heraus, auf die Bedürfnisse der Hilfesuchenden möglichst gut eingehen zu können. Eine Herausforderung in Bezug auf die Langzeitfolgen von Covid-19 ist, dass vieles noch unbekannt ist und sich aber im Laufe der letzten 2 Jahre auch viele Dinge entwickelt haben. Was brauchen Personen mit Langzeitfolgen tatsächlich? Welche Behandlung kann ihre vielfältigen und oft nicht immer klar von anderen Krankheiten differenzierbaren Symptome tatsächlich positiv beeinflussen? Die Fachwelt und Wissenschaft muss hier selbstredend immer noch einiges in der Diagnosestellung und der adäquaten Weiterverweisung an spezialisierte Angebote lernen und erforschen. Nationale Behandlungsempfehlungen könnten dabei helfen, wobei diese von Fachvereinigungen, Berufsverbänden und selbstredend unter Beizug der Praxis erarbeitet werden müssen. Gemäß unserem Kenntnisstand sind entsprechende Arbeiten in Angriff genommen worden. Es ist nicht Sache der Kantone, sich in wissenschaftliche und medizinische Diskurse einzumischen. Die kantonalen Fachbehörden können bei Bedarf jedoch beispielsweise mithelfen, die entsprechenden Informationen über ihre Kanäle zu streuen bzw. bekannt zu machen. Vielen Dank, Herr Hauri. Herr Schaller. Meine Damen und Herren, Vertreterinnen der Presse. Vielen Dank dafür, dass Sie sich für das, was in den nächsten Minuten folgt, interessieren. Ich werde über den Assistenzdienst der Armee sprechen, sowie auch über den Anfang der Rekrutenschule 21, die jetzt vor einem Monat angefangen haben. Und sie geht dann wieder, wenn sie ihren Auftrag erfüllt hat. Der aktuelle Beschluss des Bundesrates zur Unterstützung der zivilen Behörde
sieht den Einsatz von maximal 2'500 Armeeangehörigen bis Ende März. Aktuell zeichnet sich ein starker Rückgang der Bedürfnisse an die Armee ab. Derzeit hilft die Armee noch in 5 Kantonen. Es sind dies die Kantone Bern, Freiburg, Genf, Jura und Wallis. Zurzeit sind bei der Armee keine neuen Anfragen zur subsidiären Unterstützung offen. Diese Woche sind noch 360 Angehörige der Armee in Assistenzdiensteinsatz. 110 davon leisten ihren Dienst freiwillig. Heute, Dienstag, wurde das Spitalbataillon 66 aus dem Einsatz entlassen und per Anfang nächste Woche, sofern keine weiteren Anfragen eintreffen oder bestehende Gesuche verlängert werden, das Spitalbataillon 2 wird ebenfalls aus dem Assistenzdienst entlassen. Insgesamt wird sich die Anzahl eingesetzter Angehöriger der Armee bis nächste Woche also voraussichtlich nochmals stark reduzieren, sodass dann noch rund 130 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz stehen. Momentan rechnen wir mit dem Abschluss aller bis heute bewilligten Leistungen bis zum 19. Februar. Wir können allerdings nicht ausschließen, dass von Seiten der Gesundheitsdienste bis Ende März nicht noch zusätzliche Anfragen kommen. Deswegen wird die Armee sich zur Verfügung halten mit ihren Freiwilligen, mit ihren Rekrutenschulen und mit ihren WK-Truppen, um allfälligen Anfragen nachzukommen bis Ende März 2022. Die Armee engagiert sich dort, wo man sie braucht und geht dann, wenn sie ihren Auftrag erfüllt hat. Damit kommen wir zum Thema Rekrutenschule. Aufgrund der epidemiologischen Entwicklung im Dezember musste die Armee damit rechnen, dass beim Einrücken Mitte Januar sehr viele Armeeangehörige mit dem Coronavirus infiziert sein werden. Aus diesem Grund hat die Armeeführung entschieden, wie bereits vor einem Jahr, einen gestaffelten RS-Start durchzuführen. Alle Einrückenden müssten sich zudem vordienstlich testen lassen. Dank diesen Maßnahmen könnte die sanitärische Versorgung innerhalb der Armee zu jeder Zeit gewährleistet werden. Von den knapp 14.000 Einrückenden wurden insgesamt über 1.000 Personen positiv getestet. Davon rückten 810 aufgrund einer vordienstlich nachgewiesenen Infektion gar nicht erst ein, sondern blieben zu Hause in Isolation. Sie starteten ihre Ausbildung sowie auch ein Drittel aller Rekruten und Rekrutinnen per Distance Learning. Seit Ende Januar sind nun alle Rekruten auch physisch im Dienst. Aufgrund der Schutzkonzepte der Armee gibt es aktuell in keiner Schule größere Cluster. Im Moment haben wir 357 Fälle innerhalb der Armee. Letzte Woche waren es noch 458. Angesichts der sinkenden Tendenz und der allgemeinen Entwicklung wird es wahrscheinlich bald möglich sein, in den nächsten Wochen verschiedene Maßnahmen in Bezug auf Urlaubsrestriktionen aufzuheben. Die Maske wird weitergetragen, und zwar FFP2 obligatorisch innerhalb der Armee. Unsere Armeeangehörigen sind ja im ständigen Kontakt mit anderen und leben auf engstem Raum zusammen. Darf ich festhalten, dass sich die an den Vorgaben des BAG ausgerichteten Schutzkonzepte der Armee bewährt haben. Die Armee schützt ihre Angehörigen auch weiterhin mit den geeigneten Maßnahmen und trägt damit Sorge dafür, dass sie jederzeit die nötigen Einsätze gewährleisten kann. Je vous remercie pour votre attention. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nun an Ihnen, mit Blick auf die Uhr, es würde für eine kurze Frage an Frau Natte noch reichen, bevor sie gehen muss. Also die Bitte, wenn jemand eine Frage an Frau Natte hat, die zuerst zu stellen. Madame Chevillot. Mit den Ergebnissen, die jetzt vorgestellt wurden von der Uni Zürich oder den HUG und was Herr Hauri auch gesagt hat, haben wir festgestellt, dass wirklich ein großer Bedarf an Koordination des Wissens erforderlich ist. Möchte das BAG ein Register zu Long-Covid errichten? Diese Frage, die wird jetzt auch in den Arbeitsgruppen, die ich erwähnt habe, diskutiert. Es geht nicht darum, dass wir kein Register wollen, sondern dass wir vor allem die Frage adressieren müssen, wie kommen wir möglichst schnell zu den
benötigten Informationen und wie verteilen wir die. Wir haben gesehen, das Informationsbedürfnis ist sehr groß. Das heißt, all diese Fragen, ob ein Register die richtige Form ist, Informationen zu gewinnen, die werden mit den Experten und Betroffenen diskutiert und dann wird eine Entscheidung getroffen. Haben Sie schon einen Zeithorizont? Wird das bis im Frühling sein oder bis im Sommer, im Herbst? Also die Diskussionen, die laufen ja bereits, die laufen noch weiter. Es müssen die verschiedenen Methoden jetzt gewichtet werden, was bringt uns schneller was. Ich gehe davon aus, dass in nächsten Wochen und Monaten sicher ein Entscheid getroffen werden kann. Was möchte man anstreben? Wie schnell es nachher geht, das umzusetzen, ist eine andere Frage. Weitere Fragen? Madame Schilio. Vielleicht eine allgemeinere Frage, nicht über Long-Covid, sondern über diesen Peak der 5. Welle, den wir ja jetzt erreicht haben. Sie scheinen immer noch sehr vorsichtig. Dabei ist auf Seiten der Politik doch mehr Optimismus zu verzeichnen. Wie sehen Sie denn die Zukunft heute? Ja, wie immer werden wir schauen, was rund um uns herum passiert in anderen Ländern. Manche Länder haben Vorsprung und haben auch Maßnahmen ergriffen bzw. Maßnahmen fallen gelassen. Ja, der Staat greift da weniger ein. Wir beobachten also wie immer, was die Situation ist. Vielleicht eine Frage zur Long-Covid. Also stellt man eigentlich einen erheblichen Unterschied zwischen die Chance an Long-Covid zu leiden zwischen geimpften und nicht geimpften Personen und zweitens gibt es Unterschiede zwischen die alte Variante und Omikron. Also ich kann gerne etwas kurz sagen. Zu Omikron wissen wir es schlichtweg noch nicht. Sie haben gesehen, wir schauen jetzt, nach 3 Monaten ist jetzt Long-Covid definiert. Also wir müssen leider noch ein bisschen abwarten, bis wir mehr Gewissheit haben über die Auswirkungen von Omikron auf Long-Covid. Es ist in Hypothesen, ob es weniger wird oder nicht, das werden wir sehen. Frage des Einflusses der Impfung, Sie meinen präventiv? Sie meinen als... Ja. Ich meine, es gibt gewisse Hinweise aus Studien, dass eine Impfung das Risiko für Long-Covid reduziert. Leider, was es nicht gibt, es wäre schön gewesen, wenn die randomisiert kontrollierten Studien der Impfungen diese Frage angeschaut hätten oder noch machen. Ich weiß nicht, warum das nicht passiert ist. Jetzt basiert man es stark auf Studiendesigns, die okay sind, aber die einfach eine gewisse Unsicherheit lassen, zu welchem Ausmaß die Impfung Long-Covid, das Risiko für Long-Covid reduziert. eigentlich man weiß das noch nicht, ob es erheblich und relevant ist. Ja, die Resultate sind ein bisschen widersprüchlich, aber es gibt schon ein paar einigermaßen gut gemachte Studien, die zeigen, dass das Risiko reduziert wird. Das zeigen sie. Aber das Ausmaß ist mit diesen Studien einfach ziemlich schwierig zu quantifizieren. Also das Problem ist nicht vom Tisch, weil man impft, leider Gottes. Ja. Frau Spreiter. Ich hatte auch noch eine Frage an Sie, Herr Purhan. Sie haben ja die Resultate Ihrer neuen Studie präsentiert. Vielleicht können Sie das noch mal zusammenfassen. Also von wie vielen Personen geht man jetzt aus, dass von Long-Covid betroffen sind nach einer Erkrankung? Wir rechnen somit von 100 Personen, 25 Personen, die betroffen sind. Das ist jetzt unsere Studie, zeigt aber im weltweiten Schnitt stimmt das ziemlich gut, wenn man auf die sogenannten bevölkerungsbasierten Studien schaut. Im Verlauf ist dann ein gutes Drittel, das nach einem Jahr nichts mehr spürt von diesen Symptomen. Aber eben 16 dieser 25 oder 16 von 100 verspüren auch nach einem Jahr noch Restfolgen. Wobei zu sagen ist, glücklicherweise ist die Mehrheit davon sind nicht extrem stark betroffen. Aber wenn Sie das natürlich hochrechnen auf alle Infizierten, sind Sie bei eindrücklichen Zahlen, oder? Manchmal diese relativen Zahlen, wenn Sie nach einem Jahr noch eine schwer betroffene Person, 2 weitere mittelschwer betroffene Personen, das klingt jetzt nicht nach viel, wenn man es aber hochrechnet auf die vielen Infizierten, ist es natürlich viel. Herr Serena. Eine Frage an Frau Masre. Wir haben das Beispiel der Plattform des Universitätsspitals Genf gesehen. Gibt es vom BAG auch eine solche Plattform, die sich an alle richtet, wo alle Informationen zu Long-Covid findet?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Die Arbeiten sind im Gange. Wir wissen, dass Bedarf besteht. Wir sind aber noch in Abklärung begriffen, was wir auf nationaler Ebene bereitstellen können, basierend darauf, was bereits besteht. Es gibt zwei Plattformen, Altea und Raphael. Altea ist in 4 Sprachen verfügbar, Raphael in einer und wird noch weiter übersetzt. Also wir haben hier Plattformen mit die absolut national genutzt werden können. Die sind nicht Genf oder Zürich spezifisch, die sind für die ganze Schweiz da. Ich hätte noch eine Frage für Frau Massere. Die Taskforce schreibt in ihrer Lagebeurteilung von gestern, dass der R-Wert deutlich unter 1 liegt und das könnte darauf hindeuten, dass der Höhepunkt der Infektionen mit diesem Omikron-Subtyp erreicht wurde. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Ja, in der Tat. Ich habe ja gesagt, vielleicht haben wir den Zenit überschritten und es gibt eine Tendenz zum Rückgang. Also möglicherweise sind wir wirklich auf dem Rückweg, aber bleiben wir vorsichtig. Wir gehen zu einer Frage ans Telefon und Frau Fargahi von CH Media. Frau Fargahi, bitte. Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage an Frau Neme. Welches ist der Infektionsanteil von mit Omikron infizierten Personen im Spital, nicht auf der Intensivstation, sondern im Spital allgemein? Gibt es dazu Zahlen? Also ich denke, dass Sie von akutem Covid sprechen. In unserer Abteilung befassen wir uns eigentlich eher mit Long-Covid. Die Personen, die sich heute testen lassen, erkranken mehrheitlich an Omikron. Und das nun seit 2 Wochen ungefähr ist die Mehrheit der erkrankten Personen also an Omikron erkrankt. Was Long-Covid und Omikron betrifft, so haben wir eben noch keine Evidenz. Wir wissen noch nicht, wie die Symptome sich entwickeln, ob sie lang anhalten werden, ob es langfristige Symptome sind. Und wir denken, dass je stärker die Symptome in der akuten Phase sind, desto länger werden sie dann auch anhalten. Wir denken jedoch, da mit Omikron weniger akute Symptome auftreten, sie dann auch sich weniger langfristig auswirken. Eine Frage an Herrn Schaller. Wird Bilanz gezogen? Gibt es auch Analysen über diese Spitalbataillone, über ihre Einsätze, ihre Nützlichkeit? Wird das bereits getan? Werden da irgendwelche Lektionen daraus gezogen? Ja, vielen Dank für diese Frage. Natürlich haben wir einen Prozess, um unsere Erfahrungen einzubeziehen in Bezug auf den Einsatz dieser Spitalbataillon. Es geht darum, zu erfahren, was verbessert werden könnte. Was nicht gut gelaufen ist, muss natürlich korrigiert werden. Aber das ist ein ganz normaler Prozess innerhalb der Armee. Da werden Erfahrungen eingespeist. Eine Frage an Frau Masre. Was die Zahlen und die Verhältnisse betrifft. Wir haben also 150 Personen, die hospitalisiert werden pro Person. Wie viele entfallen auf Omikron, wie viele auf Delta, sofern es noch Delta-Fälle gibt. Und dann haben wir noch 214 auf der Intensivstation. Können Sie uns da ebenfalls sagen, wie der Anteil ist? Und jene Personen, die mit Omikron hospitalisiert werden, wie viele davon landen auf der Intensivstation? Wir haben keine Daten für alle hospitalisierten Personen und deren Sequenzierung. Aber die Daten, die wir von einigen Spitälern erhalten, zeigen uns, dass ein sehr großer Anteil der Fälle auf Omikron zurückzuführen ist. Also zwischen 90 und sogar fast 100% der hospitalisierten Personen sind an Omikron erkrankt. Auf der Intensivstation variiert es ebenfalls. Und die Lage entwickelt sich auch laufend.
Wir stellen fest, dass die Omikron-Fälle nun ansteigen auf den Intensivstationen und es weniger Delta-Fälle gibt auf den Intensivstationen. Und auch die Zahlen aus der EU zeigen, dass es nicht mehr 50-50 sind. Und dass das Risiko, auf der Intensivstation behandelt zu werden, ist höher für Delta-Infektionen als bei Omikron-Infektionen. Wenn wir die Anzahl der hospitalisierten bzw. Personen auf der Intensivstation über das ganze Jahr 2021 vergleichen mit den aktuellen Zahlen, so sehen wir, dass mehr auf Delta entfallen und dass früher also viel mehr Delta-Fälle auf der Intensivstation waren und dass heute auch mit Omikron hospitalisierte Personen weniger häufig auf der Intensivstation landen. Eine Frage an Sie haben am Anfang gesehen, Herr Leimgartner, Sie wissen gar nicht, wann es eine nächste Point de Presse gibt. Nächste Woche findet ja die Bundesratssitzung statt und auf jeden Fall wird die besondere Lage dann aufgehoben, was auch immer sonst beschlossen wird. Heißt das, es gibt dann am Dienstag hier keinen Point de Presse des BAGs mehr hier? Wir die Entscheide des Bundesrates abwarten vom nächsten Mittwoch. Da wird eine Kommunikation dazu vom übernächsten Mittwoch, vom 16. Februar, da wird eine Kommunikation dazu erfolgen. Wir dann aufgrund dessen das Dispositiv hier beurteilen und Entscheide fällen. Das ist nicht das erste Mal, dass wir das machen. Das ist schon vorgekommen und das werden wir dann einfach auch wieder vornehmen. Es ist ja auch nicht so, dass Dienstagnachmittag zwischen 2 und 3 der einzige Ort ist, wo öffentliche Kommunikation stattfinden kann. Aber wir werden Sie informieren, wie ich vorhin gesagt habe. Ja, Entschuldigung, ich möchte nachhaken. Was sind denn die Kriterien, aufgrund der Sie beschließen, ob es weitergeht oder nicht? Herr Serena. Ja, über Long-Covid eine Frage an Frau Zbären. Weiß man, wie viele IV-Anträge haben Personen mit Long-Covid gestellt bis jetzt? Ja, herzlichen Dank für die Frage. Also ich kann die Zahlen bestätigen, die auch schon verschiedentlich in der Presse publiziert worden sind. Das Monitoring für das letzte Jahr, also für 2001, ergibt ungefähr 1700 Anmeldungen, die im Zusammenhang mit Long-Covid gemacht wurden. Also es sind Personen, die eine Erkrankung erlitten haben und sich dann mit dieser Begründung bei der IV gemeldet haben. Diese Zahlen muss man dann natürlich ins Verhältnis setzen zu allen Anmeldungen und dann sind wir so etwa bei 2-3% der Anmeldungen bei der IV im letzten Jahr, die Long-Covid bedingt waren. Also das sind die Zahlen, die wir jetzt haben. Die Zahlen für Januar haben wir noch nicht. Monsieur Schubin. Frau Masre, im Abschluss Ihrer Präsentation haben Sie gesagt, dass Sie sich freuen, dass gewisse Maßnahmen aufgehoben werden, aber dass die grundlegenden Maßnahmen, die Hygienemaßnahmen beibehalten werden müssen. Das ist natürlich verständlich. Also wie denken Sie, können wir uns bald der Maske entledigen und wieder die Hände schütteln oder worauf läuft das hinaus? Alles hängt natürlich von der epidemiologischen Entwicklung ab. Wenn wir Maßnahmen aufheben, dann sind es wahrscheinlich die einschränkendsten Maßnahmen, wie beispielsweise die Zertifikatspflicht an gewissen Orten. Und wenn wir die strengsten Maßnahmen aufheben, bedeutet das nicht, dass wir unsere Verhaltensempfehlungen beispielsweise jetzt plötzlich aufgeben können. Herr Spreiter. Ihre Frage noch aktuell? Ja, genau. Ich hätte noch eine Nachfrage an Frau Zbären in Bezug auf die IV-Anträge. Sie haben jetzt diese Zahlen genannt. Wenn Sie ein bisschen in die Zukunft schauen, mit was rechnen Sie da jetzt für das kommende Jahr? Gehen Sie da von einem ähnlichen Szenario aus wie letztes Jahr? Also wir gehen im jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass es sehr schwierig ist, Aussagen dazu zu machen. Die Zahlen sind jetzt relativ stabil geblieben in den letzten Monaten, aber eine Einschätzung ist für uns sehr schwierig, weil sich auch quasi Long-Covid
die Erkrankung verändert oder die Gründe, die zu Long-Covid führen können. Also für uns ist das schwierig bis unmöglich, eine Einschätzung vorzunehmen. Eine Frage an Frau Masre zur Übersterblichkeit. Gemäß Bundesamt für Statistik hat es in der letzten Welle, also seit November 21 bis Januar 22, es bei den über 65-Jährigen 2025 Tote gegeben. Und das Bundesamt für Gesundheit sagt dagegen, es seien nur 1125 gewesen, die an Covid gestorben seien. Das heißt, es gibt fast 1000 Personen Unterschied. Das heißt, ein Teil der Übersterblichkeit liegt offenbar nicht an Covid. Oder wie erklärt man diesen Unterschied? Gibt es andere Faktoren oder was hat sonst zu dieser Übersterblichkeit geführt? Oder gibt es immer Angaben, die halt nicht immer gleich gesammelt werden? Hat das Bundesamt für Statistik andere Zahlen? Ja, also wenn wir von Übersterblichkeit sprechen, dann spricht man davon unabhängig von Grund des Versterbens. Man vergleicht einfach Zahlen im Vergleich zu Vorjahren mit den erwarteten Todeszahlen. Das heißt, diese Übersterblichkeit, da gibt es mehrere Hypothesen dazu. Es kann tatsächlich an Covid liegen, bei Personen, wo keine Diagnose gestellt wurde, aus irgendwelchen Gründen, weil sie schon eine chronische Erkrankung hatten. Und da ging es plötzlich schnell aufgrund einer Covid-Infektion, aber die Diagnose wurde nie gestellt, aus verschiedenen Gründen. Also heißt das nicht unbedingt, dass eine Zahl richtig ist und die andere Zahl falsch ist. Es sind einfach unterschiedliche Schätzmethoden der Auswirkung auf die Übersterblichkeit. Es ist also einerseits eine qualitative Methode, qualitativ im Sinn, dass man einfach sämtliche Todesfälle anschaut, unabhängig der Ursache, ohne genaue Diagnose für jede Person. Und das Bundesamt für Gesundheit zählt natürlich die Personen, die eine Covid-Diagnose haben und die gemeldet wurden. Das sind also zwei Methoden, die einander ergänzen, die aber beide die Realität widerspiegeln, nicht ganz genau, aber die eine Schätzung erlauben. Ja, also das Bundesamt für Gesundheit hat mir geantwortet, es gäbe wahrscheinlich eine Grauzone, dass vielleicht nicht alle als Covid-Patienten eingeteilt wurden, weil nicht alle die gleichen Regeln haben für das Melden oder auch die Meldepflichtregeln nicht immer eingehalten werden. Ja, möglicherweise stimmt das. Diese Übersterblichkeit betrifft vielleicht Personen, für die es eine Diagnose gab, aber die Diagnose wurde nicht gemeldet. Das wissen wir jetzt nicht. Das wird in den nächsten Jahren wohl klarer werden, weil die Todesursachen natürlich analysiert werden, aber das ist immer ein bisschen mit Verspätung. Und das Bundesamt für Statistik tut dies jeweils. Haben Sie auch untersucht, ob es gewisse Vorerkrankungen gibt oder Eigenschaften, die Long-Covid fördern? Ja, es gibt Risikofaktoren, die Long-Covid fördern. Wir haben das auch in anderen Studien schon festgestellt. Long-Covid tritt häufig bei Frauen auf und die Frauen, die einen hohen BMI haben und vor allem auch Frauen, die während der Akutphase sehr starke Symptome aufgewiesen haben. Ich weiß nicht, ob Sie das noch ergänzen möchten. Ja, ich glaube, also es gibt noch weitere Faktoren, wie ein vorbestehendes Asthma zum Beispiel, das jetzt einigermaßen konsistent als Risikofaktor herauskommt. Aber ich glaube, die Studienlage ist sich am entwickeln, noch ein bisschen unübersichtlich, aber die Faktoren, die genannt wurden, sind diejenigen, die relativ konsistent in den Studien herauskommen. Madame Chilio. Der Bundesrat hat mehrere
mögliche Ausgänge aus der Krise in die Vernehmlassung geschickt. Die Kantone müssen bis morgen antworten. Natürlich sagen sie nie etwas über politische Maßnahmen, aber aus Expertensicht ist das vorsichtig zu sagen, am 17. Februar in einer Woche heben wir sämtliche Maßnahmen auf. Also was halten Sie von diesem Vorschlag aus rein epidemiologischer Sicht? Ich habe es gesagt, es ist sehr schwierig abzuschätzen, was die Auswirkungen sein könnten. Deswegen muss man eben Tag für Tag genau schauen, was die Entwicklung ist, bevor man einen Entscheid fällt. Und schauen wir, was der Bundesrat für einen Entscheid fällt, aufgrund sämtlicher Informationen, über die er verfügen wird. Ja, aber wenn jetzt am 17. keine Maßnahmen mehr herrschen würden, was würden Sie dazu sagen? Dazu möchte ich nichts sagen. Ich glaube, war deutlich genug. Wir wissen nicht viel. Es gibt viele Ungewissheiten. Wir beobachten auch, was im Ausland geschieht. Daraus können wir viel Informationen ziehen. Es hängt auch davon ab, was jetzt für ein Verhalten von der Bevölkerung an den Tag gelegt wird, nach Aufheben der Maßnahmen. Frau Mastre, ich möchte nochmals auf meine Frage zurückkommen. Ist der Höhepunkt nun überschritten oder sind wir noch nicht sicher, ob dieser Höhepunkt bereits überschritten ist? Also aus epidemiologischer Sicht wissen wir das dann erst nachher. Wir wissen, dass es manchmal kleinere Wellen gibt, dann gibt es wieder runter, steigt wieder an. Diese Erfahrung haben wir auch schon gemacht. Und weil wir jetzt einen kleinen Rückgang feststellen, können wir noch nicht daraus schließen, dass wir den Höchststand erreicht haben und dass wir nun auf dem absteigenden Ast sind. Vielleicht fluktuiert das Ganze auch nur ein bisschen. Wir wissen nicht, wie lange diese Fluktuationen andauern. Haben Sie noch Fragen? Monsieur Jubin. Vielleicht noch zur Aufhebung der Quarantänepflicht. Das ist ja noch nicht so lange her. Aber hat man etwas gesehen? Hatte das Auswirkungen? Denken Sie, wenn es heute noch so viele Fälle gibt, dann liegt das vielleicht daran, dass die Quarantäne aufgehoben wurde? Nein, dazu ist es zu früh, um irgendwelche Schlüsse dieser Art zu ziehen. Also zur Aufhebung der Quarantäne lässt sich noch nichts sagen. Auch wenn Quarantänepflicht aufgehoben wurde, gibt es ja trotzdem Vorsichtsmaßnahmen, die von Personen, die wissen, dass sie Kontaktpersonen waren, eingehalten werden, also zum Beispiel sich testen lassen. Es ist ja nicht so, dass man jetzt plötzlich sämtliche Vorsicht hat fahren lassen auf Seiten von Kontaktpersonen. Sind noch Fragen offen? Ich sehe keine mehr. Vielen Dank für Ihr Interesse und einen schönen Nachmittag.